Zuerst mal herzliche Gratulation zum heutigen Sieg. Trotzdem müssen wir das erste Drittel und den Match in Zug nochmal ansprechen. Was hat das für Konsequenzen gehabt, persönlich und auch spielerisch? Ja, wir sind sicher alle über die Bücher. Ich meine, so wie wir das Zug gespielt haben, das war ja unter alles auch. Und sicherlich haben wir probiert, von Anfang an eine Reaktion zu zeigen, aber es ist dann doch nicht so gekommen, wie wir wollen und haben gleich noch einen Eisenrückstand im ersten Drittel. Glücklicherweise haben wir nachher aber das Ganze drehen und schlussendlich gewinnen. Es hat sehr lustlos gewirkt, der Auftritt in den 3 Dritteln im Zug und dem Drittel da. Hat das noch Eindruck gehabt oder ist man irgendwo auch demotiviert in der ganzen Mannschaft? Nein, sicher. Also ich meine, demotiviert sind wir sicher nie. Es ist einfach momentan ist es so schwierig. Ich meine, wenn wir genau wissen, warum das, was es liegt, dann würden wir es sofort ändern. Ich meine, wir wollen weggewinnen und es ist ja nicht so, dass wir auf Zug gehen, um uns abschlachten lassen. Wichtig ist auch, dass jeder Herz arbeitet und vor allem einfach immer alles gibt. Und wenn wir das machen und schaffen, dann können wir sicher noch Erfolg in die Saison. Das ist klar, das haben wir auch im 2. und 3. Drittel gezeigt. Was hat dann der Trainer oder wer auch immer da in der Kabine gesagt im ersten Drittel zur Pause? Ja, sicher sind ein paar Sachen gefallen, von wegen, dass es einfach so nicht geht. Und wir haben wieder die kleinen Sachen nicht richtig gemacht, wir sind immer einen Schritt spät gewesen. Und das ist sicher, egal welcher Gegner ist, das immer ein Nachteil. Und dann haben wir probiert, ein bisschen mehr das zu geben und glücklicherweise ist es gegangen. Hat sich die Situation leicht verändert? Ihr habt Müller als Trainer gehabt, der ist rausgespickt worden. Die Mannschaft hat dort noch den Profit genossen, jetzt ist der Punkt Akti Gustafsson da. Es klappt wieder nicht. Hat das den Druck noch zusätzlich erhöht und darum auch den zusätzlichen Spirit im 2. und 3. Drittel erlaubt? Ja, ich denke, die Trainerfrage ist überhaupt ist jetzt schon ein Zeitchen weg und ich meine, wir beschäftigen uns nur mit dem. Schlussendlich ist egal, welcher Trainer das auf der Bande oder an der Bande steht. Wir sind auf dem Eis und wir müssen es richten. Ja. Gut, Patrick, ich hoffe weiterhin so auf die 2. Drittel. Merci.